Here we go! I thought ours were just getting started. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Zu viel des Tages habe ich gedacht, denke ich mal wieder mein Silly HD T-Shirt an. Warum auch nicht? Aber ums Thema, was es heute geht, ist etwas ganz anderes als das. Nämlich ist es jetzt wieder Zeit, man hockt gemeinsam mit der Familie vor dem Fernsehen, schaut Fußball, genießt es zusammen miteinander, hat Spass. Oder zusammen geht man an ein Public Viewing und da dort etwas fein gegessen am See oder einfach so mit der Family. Und es gibt doch auch eine negative Seite am Fußball. Und dann habe ich gedacht, muss ich jetzt auch mal erzählen, vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch angesprochen durch das Video. Und es geht vor allem darum, um die Social Media Junkies. So, es gibt die Leute, die vor dem Fernseher hocken, sich ein Spiel anschauen, zusammen mit den Kollegen es geniessen, sich über das Goal freuen und vielleicht in einer Gruppenchat etwas schreiben, wo wirklich nur die sind, die es etwas interessiert. Und dann gibt es die Leute, die das Gefühl haben, sie müssen auf Instagram, Snapchat und sogar einen WhatsApp-Status das gleiche Bild mit der gleichen Überschrift posten und das Gefühl haben, jeder schaut es an und jeder schreibt nochmal seinen Kommentar dazu, wuhu, es hat jetzt ein Goal gegeben oder oh nein, wir sind jetzt leider ausgeschieden. So, wieso muss man das machen? Ich meine, wieso schaut man denn eigentlich noch Fußball? Schaut man Fußball, weil einen der Sport interessiert oder will man einfach auf Snapchat und Insta einfach immer die neuesten Resultate einfach posten? Wie haben wir es? Dann frage ich ja, wieso schaue ich denn eigentlich Fußball? Wieso schaue ich es im Fernsehen? Ich meine, ich kann mir die Zeit ersparen und nachher die Insta-Stories durchgehen. Ich meine, es gibt halt wirklich Leute, die wirklich den ganzen Match einfach in einem Snapchat oder Insta-Story zusammenfassen. So, interessiert ihr euch aber überhaupt eigentlich für Fußball oder sind eigentlich wirklich nur da zum am Handy hängen? Es gibt aber auch die anderen Leute, die das Gefühl haben, wenn WM läuft, ist nichts mehr anders wichtiger als wirklich die WM. So, wenn man sieht, so bei einem Status, auch Zürich am See oder schon immer so, kommen unter dem Bild Kommentare wie «Hä, schaust du nicht die WM? Hä, supportest du die Schweiz nicht?» So, es gibt vielleicht Leute, die WM weniger interessiert, aber wegen dem muss man nicht das Gefühl haben, WM ist jetzt momentan eins und alles. Ich meine, ich interessiere mich auch für Motorsport, aber ich verlange jetzt niemals von irgendwelchen Leuten, dass die jetzt 24 Stunden Rennen schauen, und zwar 14 Stunden. Und die WM geht ein bisschen länger als die 24 Stunden insgesamt. Also von dem her, ja, verstehe ich nicht, wieso Leute das Gefühl haben, WM sei momentan eins und alles. Klar, es ist alle 4 Jahre, aber trotzdem. Ich meine, eine Olympiade ist auch alle 4 Jahre und dann juckt es nicht jeder und jeder ist so gehypt. Dann gibt es noch eine dritte Art von Leuten, die ich mich recht aufrege. Das sind nämlich die Influencer oder YouTuber, die nämlich immer Videos zu der WM machen. Hä, was? Wieso schauen die mich so an? Ey. Nämlich, geht man so auf YouTube durch, sieht man, so, die haben ein Video aufgenommen, und alles bezüglich, ob es jetzt ein Fußball-Challenge ist oder ein Real Talk oder auch sonstiges Fußball-Battle oder was auch immer. Ich werde euch jetzt nicht alles aufzählen, was ich bis jetzt schon auf YouTube gesehen habe, weil das für die viel zu lang geht. Und ich frage mich halt wirklich einfach so, ist es wirklich nötig, also unbedingt das Fußball-Video zu machen? Bringt es wirklich so viele Klicks, nur weil es WM ist? Und am schlimmsten finde ich die Leute, die einfach nur sagen, ja, mich interessiert Fußball eigentlich gar nicht, ich mache es einfach nur für Klicks. Wieso machst du ein Video, wenn es dir keinen Spass macht, du es einfach nur für Klicks machst? Hast du etwas mehr davon? Ja, vielleicht ein paar Klicks. Hilft dir das weiter? Nein. Gut, kann man sich allgemein fragen, hilft dir Videos machen im Leben weiter? Du verdienst natürlich Geld, dann ja, aber so, wieso macht man ein Video über das Thema, das einem nicht gefällt, nur zum vielleicht 1-2 Abonnenten dazu zu gewinnen? Du solltest auf YouTube das machen, was dir gefällt und nicht das, was momentan gerade im Hype ist. Klar, wenn wir Abos abstauben, aber ist schnell die Frage, sind das auch die wirklichen Abonnenten, die dich einfach wirklich nur wegen dem Hype gerade abonniert haben? Oder sind es die Abonnenten, die dich einfach sonst als Person feiern und was du sonst für normalen, also Hauptcontent machst? Und die letzte Gruppe, die mich ganz toll nervt, das sind sogar die mich eigentlich am meisten nerven, sind die das Gefühl haben, wenn WM ist, haben sie plötzlich Ahnung von Fußball. Vorher, wenn man sie fragt, ey, kommst du zusammen gegen Fußball spielen? Wow, Fußball, was für ein Sport, Hilfe, nein. Und dann sobald die WM läuft, so, boah, hast du gesehen, der hat das Goal, ey, aber das war doch jetzt Handspiel gewesen. Und nachher das Gefühl haben, die verstehen die Regeln besser als die jahrelang schon Fußball spielen oder sogar Fußball mitverfolgen im Fernsehen. Und das ist einfach wirklich schlimm. Dann, wenn die WM ist, hat wirklich jedes Gefühl, er versteht etwas Fußball und kann mitdiskutieren. Es ist einfach nicht so.
klar, ich verstehe Leute, die sich für die WM interessieren, die das gerne schauen, aber trotzdem muss man doch nicht überall mitdiskutieren. Das ganze Video soll aber kein Hate sein, ich verstehe all die Fans, die sich wirklich für die WM interessieren. Und auch, ja, klar, es ist jetzt recht, ja, ich weiß, es ist jetzt zum Teil recht überspitzt dargestellt gewesen, aber ich habe trotzdem mal hinterfragen. Darum könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den einzelnen Stereotypen, wenn man es so nennen darf. Ich will das niemand in eine Schachtel tun. Jeder Mensch ist ein Individuum, also von dem her, ja, ich könnte einfach mal so. Es hat mich schon lange interessiert, ich dachte, ich frage euch jetzt mal, was ihr davon haltet. Darum, ja, schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ich würde sagen, das war es mit dem Samstag-Video. Ich weiss, es ist nicht allzu lang. Es hat mich einfach gerade interessiert, über das TMW mit euch zu reden, das ja jetzt momentan recht aktuell ist. Und schaut unbedingt morgen oder im Verlauf der Woche vorbei. Ich weiß nicht, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, es kommt ein anderes Video auf meinem Kanal, das ich bis jetzt wirklich noch nie gemacht habe auf meinem Kanal. Darum schaut das wirklich mal an und es ist wirklich ein geiles Video. Mehr sage ich noch nicht. Und es ist recht viel Arbeit dahinter gesteckt. Und würde ich sagen, das war es. Schaut unbedingt das Video an und die Videos, die jetzt letzte Woche online gekommen sind. Ich poste nämlich jetzt momentan 3 Videos pro Woche. Merci, bis zum nächsten Mal.